Hallo zusammen, das ist der Cronklitus oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, alles klar. Merci für die weiterhin positiven Feedbacks zum Let's Play. Ich möchte euch ganz herzlich bei der dritten Runde begrüßen. Und ich versuche hier natürlich alle Secrets zu finden, aber auch in diesem Level sollte das nicht der Fall sein. Werde ich dann später noch einmal zurückgehen, mich dann schnell im Internet schlau machen, weil allzu viel Zeit möchte ich eben nicht verlieren. Mit Secrets suchen. Die Levels dauern jetzt einen Weg schon genug lang. Und da bin ich denke so 1-2 Zusatzfolgen kurz vor dem Endgegner kann man das schon reinschieben. Also. Jetzt fängt es doch schon ziemlich eklig an, hä? It appears that I can accelerate the upgrading of your arsenal by measuring your combat effectiveness. I have added a tracker to your helmet's display. The facility will not allow you access to the turbine room unless the demonic threat level is brought down inside the foundry. Our security systems cannot be overridden. Schnell das erste Easter Egg. Oh nein, jetzt bin ich hier noch gelandet. Eigentlich kann ich hier runter wollen. Ja, komm, verschwind jetzt. So. Der eine oder andere kennt die Geste jetzt vielleicht. Ganz geil. Ganz geile Sachen, die das neue Doom gemacht haben. Wirklich. Ein paar echt schöne Easter Eggs drin gehabt. Sorry wegen der Wartezeit, aber auf dem PC, wie gesagt, kann man das schon machen. Dort sind die Ladezeiten wirklich ultra kurz. Alright, das ist eben die Foundry. Und ist ein ganz cooles Level. Jetzt hat es hier mehrere so von diesen. Ja, jetzt sieht man sie natürlich noch gerade nicht. Von diesen Gegner-Spawns, die man fertig machen muss. Und wir starten hier eigentlich gerade mit dem hier innen. Hier haben wir noch etwas zum Aufrüsten. Hier spielt es eigentlich nicht so eine Rolle. Mikroraketen sind natürlich etwas Cooles. Aber jetzt ist es eigentlich nicht mehr so Aussagen. Oder nicht mehr so tragisch, besser gesagt. Was man wählt. Okay. Ja, hier die Codex und Gesprächsfetzen und so, das ist glaube ich easy, wenn wir uns die nicht anhören, oder? Das sind ganz gäbig, die Rakete. Die Frage ist einfach, was wir hier so treffen. So. Aber ja, ich schaue jetzt zurück auf die Pumpe. Oh, schau mal! Geil! Er braucht aber noch lange, das Bürstchen. Fast ein bisschen zu lange, würde ich sagen. Aber ja, das Feature gibt es eben schon wieder, wie früher im Doom, die sich zum Teil Gegner gegenseitig bekämpfen. Der Hell Knight. Ja, eben, man braucht hier so einen Hang, um das Ding zu aktivieren. Und jetzt wird einem gezeigt, wo der Typ hergeschleppt ist worden. Hier hinten liegt er, links neben der Tür. Jetzt gibt es hier ein bisschen Klettermanöver. Mal schnell schauen. Ja, ohne Doppelsprung ist es eben not really possible leider. Aber hier holen wir doch eh noch ein bisschen Bonusgegenstände. Jetzt bin ich glaube ich endlich so weit. Was? Eine? Ah, nein. Gar ein bisschen verhängt. Eben, wir warten hier sonst bis ich 3 zusammen habe. Wobei. Nur ganz kurz, excuse. Jetzt haben wir nämlich hier den Beweglichkeitsaufrüstzweig auch freigeschaltet. Vor allem der hier ist an den Kanten sich schneller aufziehen. Der ist sehr, sehr hilfreich. Der mit den Powers finde ich eigentlich ziemlich unnütz. Ausser man halt, ja, ausser man nimmt halt zwischendurch eben einen von denen auf, wie der Quad Damage oder der Berserker. Und dann haben sie ein bisschen länger und geben dann noch ein bisschen Boni. Ja, eben das mit dem Equipment brauche ich eigentlich auch nicht oft. Da ist eben hilfreich zum Geheimnis zu finden. Mit dem warte ich noch ein bisschen und da ist eigentlich für uns
Let's Play jetzt am allerbesten und am hilfreichsten. Bezüglich der Waffen brauchen wir noch 3 zusätzliche. Die sind aber dann eventuell schon zu holen in diesem Level. Hier hinten sieht man so ein bisschen einen Ausblick, was man dann noch holen kann, wenn man es nicht vergisst. Wir machen uns jetzt aber auf den Weg gegen rauf. Schön in die Lava rein. Gut gemacht. Jawohl. So. Jetzt gehen wir hier. Dann gehen wir hier rüber. Dann können wir hier rein, die Rüstung holen, die wir am Anfang gesehen haben. Das ist schon ein Secret, he? Wahnsinnig Secret. Schnell schauen, was ich hier machen muss. Okay, Explosivfässchen. Tod von oben. Und 2 Collectibles. Gut, das sollte kein Problem sein. Alright. Jetzt tauchen hier von da hinten, glaube ich, Gegner auf. Sobald ich hier den... Komm schon. Den Arm abreißen. Njam, njam. So. Haben wir kurz ein Spiel mit dem machen. Heute Morgen bin ich aufgestanden und dann hat unser liebes Kätzchen wieder mal eine Maus ins Haus reingebracht. Er hat schön den Gring liegen und die Vorderhänge. Und dann noch irgendwie der Magentrakt oder so. Das ist immer ganz appetitlich, wenn du am Morgen aufstehst und so ein Tierkadaver im Wohnzimmer hast. Aber ja, es ist auch cool, dass er so ein guter Jäger ist. Der liebe Kater. Und ja, heute Abend startet ja die E3 offiziell. Es ist eine sehr spannende Zeit im Jahr. Ich freue mich schon extrem. Am Abend, am 9 Uhr. Und echt, wer ist zuerst? Electronic Arts. Und dann am Morgen um 3 Uhr ist dann Bethesda dran. Scheint es gibt so ein bisschen Skyrim Remaster. Oh Jungs! Das war der erste, glaube ich, Death from Above. Und verhängt. Ja, und keine Ahnung, was ich euch noch zeige. Ich bin wirklich gespannt drauf. Dann morgen um 6 Uhr, halb 6 oder halb 7 am Abend kommt der Microsoft. Dann kommt der Teil so ein bisschen speziell für PC. Dann kommt der Ubisoft. Und am Morgen um 3 Uhr kommt der Sony. Mal schauen, ob ich dann noch wach mal sein, schnell mal aufstehen. Und ich schaue sicher auf giantbomb.com, Gaming-Webseite. Wo ihr seht ja aber sehr, sehr amüsant die E3-Messen kommentieren. Aber der Livestream allein ist natürlich auch genug unterhaltsam. Habt ihr irgendetwas, wo ihr speziell noch drauf freut? Bezüglich E3 oder Games? Ende Jahr kommen dann ja ein paar ganz nette raus. Auf die Mafia 3 freue ich mich schon recht. Und ja, über die Watch Dogs kann man sagen, was man will. Mir hat das echt gut gefallen. Watch Dogs 2 kommt da raus, sieht auch sehr interessant aus. Ende Jahr wird es wieder einige Games geben. So, jetzt kann ich dann hoffentlich langsam den Death from Above. Possessed Soldiers Nummer, okay. Mann, jetzt kommt wieder das mühsame Schildstück. Den finde ich so leid, den finde ich so ultra leid. Zum Glück gibt es nicht allzu viel von denen. Okay. Aber läuft eigentlich ganz in Ordnung momentan. Habe ich aber auch schon ein paar Mal gespielt, das Level, weil es mir echt gut gefällt. Oh! Das ist natürlich sehr asozial hier. Während dem Aufnehmen von den Gadgets abgeschossen werden. Ist da hinten noch einer gewesen, oder was? Nein. Okay, jetzt hat es da unten noch ein kleines Geheimnis. So, Deli. Mal eins von diesen coolen Männchen.
Schön gemacht beim Aufhüpfen. So. Und dann eben wiederum, wenn man den Doppelsprung hat, kommt man hier auch gäbig rauf, kann dann noch ein bisschen absahnen. Also ohne Doppelsprung weiss ich gar nicht. Ah, fuck, was ist denn da jetzt wieder? Come on, dude. Ich macht Schaden hier. So, Deli. Okay, jetzt haben wir hier hinten noch einen. Nein! Die sind so leid. Findet ihr auch so mühsam für die das Game ausspielen? Ja, da kommen wir nicht wirklich rauf. Also jetzt haben wir hier nicht mehr so viel Mund. Nehmen wir doch mal schnell Plasma raus. Jetzt haben wir noch einen Aufrüstpunkt bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier haben wir auch schon einen machen. Das ist doch cool. 3 haben wir. Das heisst, da fehlt noch etwas. Könnt ihr bitte das Menü verlassen? Danke. Da unten kann man auch noch ein paar Sachen einsammeln. Genau. Machen wir das dann gerade. Zuerst schwingen wir hier runter. Sorry. Hier gibt es nämlich noch ein bisschen Munition. Das ist das, was wir vorhin von der anderen Seite haben gesehen. Ich denke, eigentlich wäre die Idee gewesen, dass man zuerst von hier kommt, dort das Secret sieht und sich von dem ein bisschen angelockt fühlt. Aber wir sind halt jetzt von der anderen Richtung gekommen. Hier gibt es einen schönen Booster. Ich frage mich aber noch gerade, ob wir hier unten etwas holen wollen. Nein, das ist eigentlich nicht necessary. Hier gibt es eigentlich nichts Wichtiges. Also machen wir mal weiter. Und dann gehen wir zuerst hier rüber, weil das ist fast interessanter. Weil hier kann man wieder so einen Hebel betätigen. Da habe ich auch lange gesucht, bis ich den gefunden habe. Weil das Fiese ist, dass auf der Map zeigt der an, wo das Secret Level ist. Aber natürlich der Hebel nicht. So, jetzt. Mal schauen, dass wir ein paar mit diesen Fässchen killen können. Da wäre noch ein gäbiger Fest, wo man braucht. Scheiße, nicht lang. Come on. Na shit, mit dem Einfachsprung ist es eben nicht so easy, finde ich. Die sich von oben fertig zu machen. Also wisst ihr was, ich eigentlich so ein bisschen wollte. Die sich zu den Explosivpässchen locken, aber das scheint mir nicht ganz so gut zu funktionieren. Machen wir die Käfer doch einfach regulär fertig. Da hinten ist so eine gäbige Aufrüstzelle. Da tun wir natürlich wieder aufs Leben drauf. Weil bis wir eben das Skill haben, wo man bei den Glory Kills eine Rüstung bekommt, geht es noch ein Moment. Hier kann man nicht durch. Ein bisschen Munition. Dann gehen wir uns doch schnell das Bonuslevel anschauen. Das Lustige ist, dass ich irgendwie fast zu gross bin für das Level. Ich weiss nicht, die das alte Doom gespielt haben. Dort war man fast eher auf dieser Größe unterwegs gewesen, und jetzt wirkt man fast ein bisschen riesig, als würde man den Fock-Partie anschlagen. Ja, das ist ein grösseres Level. Das ist definitiv ein grösseres Level. Okay. So, das war noch einer von oben, glaube ich, ja. Da hinten ist ja die Sackgasse. Wir kennen es schon noch von früher zum Glück. Oh Mann, die Musik ist so geil, ja, Jesus. Come on. Schön rauf und oben. Langt es jetzt? Oh, Konsole nicht wollen. Schnell schauen. Mal, da haben wir, cool. Also, jetzt habe ich genug Aufrüstpunkte. Das heisst, die wir da investieren. Und jetzt muss ich Imps mit Direct Hits vom Granatenwerfer killen. Und dann ist dann hier der Aufrüstzweig voll. Und ich kann eigentlich das Maximum rausholen. Also halten wir uns rechts.
Aha. Ja, jetzt wäre es vielleicht mal die Idee, dass ich das probieren mit dem Direct Impact. Ja. Da hat es doch, glaube ich, noch irgendein Geheimnis gehabt, habe ich gemeint, im Original. Du schnell rauf können und dort das erste Mal Motorsage bekommen. Das haben sie hier leider nicht eingebaut. Aber das ist schon in Ordnung. Gehen wir mal noch hier durch. Schliesslich haben wir gesagt, halten wir uns rechts. Nein, das ist so gut. Das ist so gut. Ist es echt da gewesen, das Geheimnis? Ah, schau, jetzt tatsächlich voll verhängt. So ist es. Von da aus hat man dann irgendwie hier hinten durch in einen anderen Raum rein können und so. Ja, ja. Eben die es können, wissen eh, von was ich rede. Und das ist Blut. Und dann kein Blut. Die hat sich dann selber schon angeschossen oder so. Oder so wie ich, selber mit dem Fässchen verletzt. So. Musik kommt, glaube ich, nur einmal, genau. Und wenn du dann nicht durch bist, dann hast du gehabt. Ah, mal schau, jetzt fängt es wieder von vorne an. Schön, wir sind aber wirklich durch. Jetzt wieder schön, zieht er rein. Es ist so beeindruckend. Pixelig alles zusammen, dann kommst du hier raus, man, 2016 Grafik gebracht. I like. Jetzt kommt hier noch so eine Hell Knight, genau. Ui. Kommt schon Bürstli. Kommt zum nächsten Festchen wieder. Thanks. So. Ja, ja. Die Sachen sind nicht so hart, wenn man auf sie vorbereitet ist. Schnell schauen, ob ich hier reinkomme. Ja, da habe ich die Karte. Gut. Jetzt hier unten gibt es auch noch ein Easter Egg, ein Secret zu holen. Das hole ich sonst näher, wenn das in Ordnung ist. The Blind Council is always watching. Ja, ja. Ist irgendeiner von euch das neue Assassin's... Ah nein, Hitman meine ich, nicht Assassin's Creed, wow. Das neue Hitman am Spielen, das mit diesen Episoden. Das ist ja ziemlich geil, habe ich gehört. Da habe ich gerade wieder mal an Salty müssen denken. Ich habe ja mal ein Let's Play vom letzten Hitman angefangen. Und wenn man auch so viele Leute zuschaut, die das Game echt im Griff haben, ist es wahnsinnig, was man alles machen kann. Es ist auch wahnsinnig, wie schnell dass man durch sterben. Fuck it! Alright, ich würde zwischen mein Gespräch wieder vom Hitman wegbewegen und mich schnell ein bisschen auf das Tun konzentrieren. Jeez! Remember, the Blind Council is always Ein watching. bisschen andere Knarren wählen, die ein bisschen mehr Demonic Pfupf haben. threat reduced by 25%. Wenn wir uns schnell auf den Hell Knight konzentrieren. Wieso kann ich nicht zurück? Wieso klemmt es mich da so ein? Das ist ganz leid. Komm schon, Bürstli. Sieh, steckst du ja grusig ein. Viel besser gelaufen, ja. So, das war, glaube ich, der erste Direct Impact. Ja, ja. Aber wenn man nicht am Text ist, dann kann das eigentlich schon noch klappen. Wäre das nächste Secret gewesen, nicht sonderlich schwierig zu finden. Hier vorne ist eine Sackgasse, aber hat noch ein bisschen Energiezellen und kann man so ein bisschen spienzeln, was da auf einem zukommt. Jetzt habe ich schon wieder ein Weapon-Upgrade bekommen. Ja, ich weiß doch auch nicht, sonst tue ich mal hier den Raketenwerfer upgraden. Reload Time ist besser, Instant Activate, Micromise, das ist nicht schlecht. Aber dass sie weniger Munition kostet, ist eigentlich fast am besten. Let's go. 1. Core temperature rising. Schnell noch Motorsagen für die, die es beim ersten Mal nicht geschnallt haben. Nein, das sind auch die Scheibe explodiert. Wichser. Okay. Und dann jetzt hier noch völlig überraschend ein kleines Secret. Jetzt haben wir wie Menge von denen? 2.
Ja, genau, also jetzt noch einen. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren Statistiken? Gut, da fehlt nur noch eins. Ich glaube, ich weiss, wo das ist. Da wäre auch noch eins gewesen. Da wäre der Computer, der uns die ganze Karte freischaltet. Wo ist der? Ah, der ist da weiter hinten irgendwie. Okay. Die blaue Tür, gut. Das schaffen wir auf jeden Fall. Gut. Schnell noch ein bisschen Mund aufsammeln. So geht es nachher das Stegeli wieder rauf. Ja. Alright. Holen wir uns das Upgrade noch auf die Karte. Und dann lassen wir jetzt die Dämonen frei. Machen wir die geschwind fertig. So, zum Glück ist die wirklich sehr hilfreich von mehreren Sekunden. So, dann hat es auch genommen. Ist da noch einer. Weitergeben. Oh, damn you! Ah, shit, falscher Knopf. Schon wieder. Hier, den habe ich wollen. Der Konsole-Gamer, der mit den ganzen Knöpfen und Tastatur überfordert ist. 50%. Nice. Okay. Also, jetzt schließt sich das hier nämlich zusammen. Da habe ich noch etwas verhängt. He? Ein gutes altes Textfile. Ich würde das noch schnell holen. Sorry zusammen. Weil vielleicht können wir das Level gerade 100%, dann muss man auch nicht wieder zurückkehren. Ich glaube, da ganz hinten einmal gewesen. Schnell schauen. Ja. So. Da drauf, ja. Eigentlich wäre es offensichtlich gewesen. Vollgas zurück. Wenn man es richtig timet mit diesen Hüpfern, ist man eben schon ein bisschen schneller. Ui. Aber sonst kostet es einem fast ein bisschen mehr Zeit, wenn man es nicht richtig timet. Jetzt hier gibt es, glaube ich, den blauen Schlüssel, genau. Ah ja, genau. Da sind wir hier oben, wo ich vorhin gesagt habe, mit dem Doppelsprung können wir hier raufkommen. Jetzt hier hinten, genau, hat es Türen zum Reingehen und das Schild wäre eigentlich noch gäbig, aber ja, ich habe fast ein bisschen Schiss, dass ich auch nicht mehr raufkomme. Okay. Was ist denn hier unten? Ah, das ist die ganze untere Plattform. Aha, okay. Hier bin ich gar nicht her, das brauche ich aber auch nicht. Ja, ich höre die Zeit schon gut. Der Explosiv Freddy. Von denen müsste ich aber noch 3 mit Explosivkästen killen. Kommt schon Direct Impact, yep. Haben wir auch schon 2 jetzt überhaupt? Jawohl. Ja, mir jetzt auch bedingt, es geht fast ein bisschen lang, bis man da alles freigeschaltet hat für alle Waffen. Aber wenn man sich ein bisschen darauf konzentriert, geht das eigentlich schon. Also jetzt hat man hier schon wieder so einen scheiß Spawn. Das Leveldesign ist aber schon sehr cool, finde ich. Weil man muss dann nie allzu weit laufen, wenn man irgendeine Keycard findet. Es öffnen sich dann Türen, wo Levelbereiche dann wieder zusammenhängen. Wo man fast wie eine Abkürzung wählen kann. Und das macht eigentlich gutes Leveldesign wirklich aus. Fuck this shit! Fuck this shit! Fuck this shit! Noch nie passiert, hey! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh Scheiße!
nein! Jo, es sieht fast so aus, als würde ich dann in Zukunft auf der Playstation weiterspielen. Mal schnell schauen, mein Laptop hier. Ja, der ist schon ein bisschen warm, aber jetzt nicht ultra straub. Fuck, hey. Ja, der scheint ein bisschen Mühe zu haben gerade. Ja, ich muss abbrechen, du. Sorry zusammen. Ich habe es definitiv versucht. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt wirklich nicht. Der ist noch ein bisschen am Sinken, der Spielerstang. Aber eigentlich braucht er das nicht zu machen. Versuchen wir es doch noch einmal. Mal schauen, ob er zwischendrin irgendwo gespeichert hat. Hey, nein, der ist voll im Flash und er wird so aus dem Game rausgerissen. Leck, du, mir ist das leid. Ein professioneller Let's Player würde jetzt natürlich auch das schneiden. Vielleicht sogar ein neues Gameplay machen. Da erkennt man eben, dass ich nicht unbedingt ein Professioneller bin. Shit! Mann. PC. Hat schon sehr viele Vorteile. Es gibt mittlerweile auch so Abstürze auf den Konsolen. Aber in all diesen Stunden, die ich es auf der PS4 gespielt habe, habe ich so etwas jetzt nicht erlebt. Scheiße. Gut, das ist ja nicht verloren. Das ist wirklich nicht verloren. Demonic threat reduced by Hey, ich mache gleich weiter, wenn es in 50%. Ordnung ist. Wir sind eh schon Ewigkeit am Aufnehmen. Schnell übergespielt, 27 Minuten. Komm, ja, ich probiere es jetzt eh nochmal. Also das mal gar nicht groß viel Zeit verschwenden hier. Hat es mir jetzt den auch aufgenommen vorhin? Ist das jetzt schon der Trick gewesen? Ja, super, hey, jetzt hat es mir die auch noch zurückgesetzt. Scheiß Dreck. Ja, nein, wie ist es leidisch. Allerleidisch. So, machen wir den hier oben noch fertig jetzt. Was ist das für ein elender Bug gewesen, hey? Mann, das ist ganz leid. Irgendwie muss ich noch meine Finger ein bisschen besser unter Kontrolle bringen. Your devotion to the US reduced by 75% to our success. Come on. You will establish a new paradigm and move humanity into the future. Ja. Also. Da unten habe ich gesagt, hat es noch ein kleines Easter Egg. Oder ein Secret besser gesagt. Holen wir uns das Zeug auch noch gerade. Gibt es nichts? Nein. Zwar ist es hier ganz hinten. Oh, das ist noch weit, hä? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das einfach so herbringe. Aber ich versuche es doch einfach mal. Nein, ich versuche es einfach nicht. Vielleicht ist das da etwas. Das sieht fast ein bisschen besser aus. Yep, also cool. Jetzt ist es hier hinten. Ui. Gut. Was, das sind nicht einmal Secrets auch? Ich war voll sicher gewesen. Egal. Ja, das eine hier, wo ist echt das? Das ist der Elite-Gardner, der irgendwo rumliegt. Das Käbli. Ich finde den hier noch in den unteren Stockwerk. Also, auf jeden Fall jetzt hier hinten. Nur der letzte.
von diesen Monster-Spawns. Ja, ich schieße nicht extra daneben. Super low on Munition. Okay, low Ammo. Andere Waffe bitte. Okay, aktiviere das Ding. Wow. Ist noch witzig, aber mit SMG macht fast mehr Schaden als Pumpe. Aber zum Teil ist es auch gleich nicht so effektiv, logischerweise. Also, ich glaube, wir haben es geschafft. Reduced to minimum safe levels. Lockdown. Das heisst, wir Disengaged. können jetzt hier mal noch rein. Turbine room doors now open. Ich muss hier noch ein paar Sachen schnappen. Leider werde ich diese Herausforderung nicht schaffen, dass ich die Käbe mit explosiven Fässchen killen kann. Irgendwie muss man das scheinbar einfach in ganz speziellen Spots machen. Hier hat es jetzt zum Beispiel 3, aber kein einziges Fässchen. Ist auch noch gut. He? So, immerhin sind sie gut für ein bisschen Munition gewesen. Hey, lass jetzt mal. Du hättest eigentlich gut und gerne da oben bleiben können. Vielleicht hätte es dort noch ein Fässchen gehabt. Scheiße. Ist das da ein Bonus da oben oder einfach ein ganz regulärer Durchgang? Bin ich hierher gekommen? Nein. Doch? Nein. Schau jetzt. Secret found. Yeah! Das wäre der sogenannte Raketenwerfer, oder nicht? Mal. Haben wir ja schon gehabt. Ich weiß gemeint nicht. Ja, der ist schon ziemlich neu hier gerade. Cool. Also, jetzt haben wir hier die 3 Predator Suit Upgrades. So, da ist sicher Gabi. Fuck. Ah, das. Ah, okay. Sorry, schön verwechselt. Jetzt hier sonst noch etwas zum Mitnehmen. Da hat es irgendjemand noch ein Lock hier hin. Okay, gehen wir hier rauf. Jetzt haben wir hier wieder ein paar von diesen Käben. Da ist ein bisschen härter. Geil. Ja, das macht mir jetzt zum Glück nicht mehr so Schaden. Hey, das hat mich schon früher voll verwirrt. Also früher, als ich das erste Mal gespielt habe. Die ganzen Schächte mit diesen Lichtern und so. So unten hat es ein paar. So hat es ein paar Fässchen. Aber nur einer von diesen Halunken kommt schon oben runter. Tack! Ums Stück. Also, come on. Wir machen die jetzt nicht mehr zum Glück. Ihm schon. Gut, das wäre der erste gewesen, oder? Aha, das zeigt es nicht einmal. Okay. Das heisst, wir gehen wieder rauf. Haben wir hier noch etwas zum Einsammeln gehabt? Schilder, ja, da ist das Audiolog, gut. Nein, das sind nur Fenster, alright. Gehen wir hier rauf. Und dann sind wir draußen. Ja, alle Secrets gefunden, das ist schon mal gut. Jetzt der Elite Guard, der sollte noch irgendwo rum sein. Ist vielleicht im letzten Abschnitt anzutreffen. Erinnere mich gerade nicht mehr. Wo das sonst könnte sein. Auf der Karte zeigt es mir es auch gerade nicht an. Nein. Alright. Also, gehen wir zum Ziel. Wenn wir es hier finden. So, hier. Das wäre noch gäbe, wenn hier noch ein paar von diesen Possessed würden spawnen. Und dann können wir die dann zu diesem Festchen hier locken. Da wird man echt Plasmaknarren offiziell zum ersten Mal bekommen. Ich weiss das Zeug aber gar nicht mehr so im Detail. Warning.
Core temperature reaching critical levels. Jawohl. Ah ja, das ist jetzt auch ein schöner Abschnitt hier, genau. Schön schauen, gut. Können wir das aktivieren. Und jetzt wird es dann noch einmal ziemlich haarig. Da haben wir jetzt einige Gegner, die hier rumtollen. Aber ja, ich sammle mal schnell das Zeug klein. Dann können die sich in der Zwischenzeit entscheiden, was sie machen wollen. Direct Impact, oder? Das sind nur die Kleinen, die jetzt am Anfang kommen. Hey, leck, ist das ruhig, hey. Das habe ich noch nie erlebt. So. Ja, super auf die Distanz. So, genau, auf das Bürstchen habe ich gewartet. Eigentlich kann ich die rausnehmen. Nein, nein, der falsch verrutscht. Wo ist der Anger? So. Nein, zu wenig Mund, zu wenig Benzin, was auch immer zu wenig. Shit. Ja, mal, zum Glück hat das funktioniert. Ja, zum Glück läuft das Game auch noch, muss ich sagen. Wo haben wir jetzt noch Gegner? So. Schön gespawnt, Junge. So, schauen, dass ich das dann wieder holen kann, genau. Kann ich da raufbauen? Fuck. Jeez, ey. Komm schon. Nein, nein, war schlecht gewesen mit dem Vor- und Zurücklaufen. Eieiei. Gar nicht gut. Gar nicht gut gewesen. Wirklich ganz leid gewesen. Und jetzt muss ich noch eins von vor, oder? Ja, klaro. Also das mal tun wir nicht so rumdrödeln. Das mal wird gerade reingehauen. Vorher habe ich auch wieder viel zu wenig von diesen Glory Kills gemacht. Schließlich brauchen die ja ein bisschen zum Leben zurückgewinnen. So ein Direct Impact wäre auch mit dran gesagt, das war eigentlich keiner gewesen. Daneben, uiuiui. Das Gute ist, mit dem Maschinengewehr kann man es fast so ein bisschen wie ins Straucheln bringen. Nicht immer. Aber wenn es funktioniert, halten sie gerade so ein bisschen still. Das ist auch der Vorteil, wenn man BFG hat. Mit dem kann man die Gegner fast ein bisschen stunnen. Das ist ein Direct Impact. Das war auch keiner gewesen. Ah, mal, schon 5? Wow! Gar nicht so leicht. Nein, das war auch keiner gewesen, würde ich sagen, oder? Gut, jetzt kann ich dann nicht bei jedem schauen, sonst wird es langsam ein bisschen mühsam. Nein, das war keiner gewesen. Und jetzt? Nein, noch nicht fertig. Gut, das kann ich schon sagen. Es kann ja nicht sein, dass es jetzt so einfach ist. So, das war auch wieder einer gewesen. Das war ein anderer Direct Impact gewesen.
haben wir hier hinten noch das Bürstchen. Da wäre noch einer. Und da haben wir noch einen grossen. Zwei! Das ist schon mal hilfreich. Komm schon. Ja, mal, der ist auch weg. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, voll, jetzt können die Turbinen wieder normal arbeiten. The core temperature is now stabilized. Oh, jetzt zieht nach rein. Oben rechts, man sieht es nicht so gut. Hier sieht man es sonst... Nein, hier sieht man es nicht. Zeigt einem, wie viele Gegner das man gekillt hat, mit welcher Effizienz. Und jetzt fehlt mir durch noch einen Millimeter. Hey. Ja, da hat es jetzt noch der letzte, ist gut. Aber das ist jetzt wirklich gerade ein bisschen leid. Das heisst, ich muss dann das ganze Level noch einmal spielen, um diesen einzelnen Gegner noch zu finden. Ach du Scheiße, Mann. Fuck. Das glaube ich jetzt gerade nicht. Hat es echt da unten noch einen gehabt oder so vielleicht? Ja, das ist leider jetzt ganz schlecht. Authorization. Olivia Pierce. Alpha Kranke Mohren, weißt du? 0. Das ist jetzt auch ein bisschen mühsam hier. Eigentlich könnte ja der Doomguy vielleicht einfach die Scheiben einschlagen oder durchsprengen oder so und der geht den Kopf umdrehen. Aber nein, hier ist man einfach datenlos. Das gehört natürlich alles zur Story und sonst wäre das Game vielleicht schon fertig. Aber es ist dann auch gleich ein bisschen schade, weil er sonst auch eigentlich schon probiert, den kürzesten Weg zu nehmen. Und hier, ja, ist sicher Panzerglas oder Titan super verstärktes Ultraglas, aber gleich. Einfach durchsprengen, das Ding. Und nicht so tatenlos zuschauen. You could not have saved them anyway. Yeah. Und es tut leider auch ein bisschen das Pacing, also das Vorwärtskommen, die ganze Dynamik vom Game fast ein bisschen zu fest verlangsamen in meinen Augen. Jetzt die Zwischensequenz. Zum Glück kann man jetzt gerade weiterziehen. Jetzt hat sie ein paar Gegner, das ist perfekt, das heisst, wir bekommen da auch. Ja, voll. Gut. Zum Glück bin ich nicht zu weit zurück suchen. The system won't allow anyone but Olivia to override it now. We will have to shut down the Argent Tower manually from the surface. Ja, das ist schon gut. Also, das ist jetzt wirklich gut gelaufen. Hier ganz oben durch, dass sie eben die Combat-Dinger, die am Schluss noch einen Millimeter gefällt hat, alle Secrets gefunden, alles rausgewurschtelt und leider eben das hier mit den Besessenen, mit den explosiven Fässchen, das habe ich zu wenig geschnallt. Hätte ich gerade von Anfang an müssen schauen. Ja, jetzt sind wir auf 3/4 Stunde, haben noch einen kleinen Absturz gehabt, aber gleich das Level können fertig spielen. Merci für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich freue mich schon sicher auf das nächste Gameplay. Das wird mit ziemlicher Sicherheit am Dienstag kommen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut, tschüss zusammen.